Ja, was gibt's heute zum Mittag? Ich habe gehört, es gibt Sir Graf. Guter Junge. Guter Junge. Ja, und hallo und herzlich willkommen, ne? Zurück zu einem wunderschönen Spiel namens Val du Heim oder Wald des Heimes. Ja. Mashallah, dieser Wald. Und heute werden wir mal wieder nichts tun, denn das können wir am besten. Genau, und zwar, ich habe ein bisschen offscreen, besser gesagt mit dem Till, wir haben noch, nach der Aufnahmesession haben wir noch ein bisschen geredet, philosophiert über die Gott und die Welt. Und währenddessen haben wir unterbewusst einfach weitergebaut. Ja, kommt halt manchmal, ist Kommt halt manchmal so, vor, ne? aber ihr habt nichtsdestotrotz habt ihr fast nichts verpasst. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben hier einen Weg direkt zum Lagerhaus gemacht. Ja, genau, haben wir. Und da hinten habe ich angefangen für ein Bauernhaus ein bisschen Holz zu sammeln. Also nicht was Spektakuläres. Und auch nicht so spektakulär, doch eigentlich schon sehr spektakulär werden jetzt diese Bausessions. Und weißt du, was ich gerade gesehen habe? Was denn? In den Ukrainen ist eine Mining Farm aufgeflogen mit 3800 PS4s, Ja. die irgendwie Coins bei FIFA Ultimate schürfen. Ja, genau. Doof. Warum kauft man sich drei? Ja, gut, um genau das zu machen, ne? Würde ich mal behaupten. Genau, ja. Mein Gott. Und ja, wir werden jetzt ein bisschen die Aufgaben aufteilen. Also sprich, Till wird jetzt ein bisschen Ressourcen farmen gehen. Nee, ich werde jetzt kurz Stuhl-TV haben. Ich muss kurz den Geschirrspüler aufmachen, habe ich gerade mitbekommen. Ach so. Aber ja, dann boah, machst du tut kein Ding. Stuhl-TV und ich unterhalte euch in der Zeit mit unterhaltsamen Facts. Bis später. Tschüssi. So, und währenddessen er weg ist, kann ich euch nur empfehlen, geht auf Xeroxplays. Geht auf Xeroxplays YouTube-Channel. Der soll ein ganz geiler Typ sein, was Videos anbelangt, habe ich so gehört. Das sagt auch der Stuhl, weil der Stuhl ist ein geiler Typ. Der ist voll der Baba. Der weiß schon, was dieser Xerox-Plays machen kann oder machen wird. Hallo. Deshalb schaut da vorbei, aber nichts sagen. Ne? Stuhl. So. Was, Stuhl? Ich sag nix. Ich krieg's nicht raus. So, was soll ich machen? Keine Ahnung mehr. Ressourcen. Ressourcen. Wir brauchen Was nämlich für welche? Holz? Kupfer und Zinn. Wir Was müssen sind- unsere Waffen und Schilder Okay, upgraden. Kupferzinn kriegst du. Ich brauche Fleisch. Ich muss... Ach, weißt du was? Ist der Karren hier? Der Karren ist voll. Gibt's hier einen leeren Karren irgendwo? Ja, genau den musst du ein bisschen umsortieren. Aber wo Oder ist du denn der craftst, zweite? der ist bei mir mit Holz. So, okay. Oder du craftest dir einen neuen. War mal kurz Truhen. Wie war das nochmal? Hier mit Truhen herstellen, ne? Keine Ahnung mehr. 10 Holz. Mit dem Hammer. 10, ja, aber bestimmt. Ne, warte mal kurz, wir haben doch. Warte mal kurz, wir haben noch was Besseres hier. Bam. Ich bin fett. Nee, ich fett nicht, aber ich schwitze. Oh, er köchelt was. Schon lange? Wie? Köchelt da aber schon schon lange was? Ich habe jetzt 6 von 10 geringe Ausdauer mit. Ah, nice. Soll ich das bringen? Nee, das kannst du für dich brauchen, weil ich glaube, wenn du in den Dunkelwald gehst, dann brauchst du das dringender wie ich. Wieder mal Ausdauer, soweit ich es mitbekommen habe. Also würde jetzt. Oh mein Gott. So, wie komme ich hier denn raus? Hier durch die Schmelzen. Gut. Dann links. Übrigens, ich habe letzte Woche, letzte Woche, noch ein bisschen nachgeschaut wegen meinem Equipment und so, ne? Also ich meine jetzt nicht meinem Computer an sich, aber was so audiotechnisch oder halt, videotechnisch ging und so.
Und ich will ja immer möglichst wenig Kabel und Co. haben. Also wäre mein Ding, dass ich möglichst wenig Kabelsalat habe. Und ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Kabel für mein Audio-Setup, ne? Mhm. Und ich habe gesehen, es gäbe jetzt 2 Varianten. Elgato hat jetzt letzte Woche was Neues vorgestellt. Unter anderem ein, sag ich mal, Mischpult oder was auch immer für XLR-Mikrofone. Halt direkt dran mit Software zu mischen. Also die Software gibt es schon länger, aber das wäre cool. Dann habe ich mir gedacht, also müsste ich eigentlich, ja, gut, könnte sein, aber dann hast du immer noch das, sage ich mal, mein Mikrofonarm ist schon generell älter. Und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht doch mal neues, komplett neu, ne? Hallo, du Arschgeige? Stream Deck meinst du? Nee, nicht Stream Deck. Das ist ganz neu rausgekommen. Und dann habe ich mir so überlegt, gut, machst du was ganz Neues? Die haben jetzt, ich weiß nicht, wann es in der Schweiz verfügbar ist zum Kauf, vielleicht in einem Monat oder so. Aber es gibt dann von Elgato jetzt neu ein Mikrofonarm für Low Profile. Heißt also, ich kann den unter meinem Monitor irgendwie montieren oder drunter ziehen. Der kommt so gesehen also vom Tischende raus und nicht von links oder rechts. Tisch, Anfang, Ende, was auch immer. Und könnte da das Mikrofon von Elgato selbst noch dran klemmen. Oh, nice. Dass mir dann so gesehen nur noch ein Audiokabel vom Mikrofon zu meinem Kopfhörer geht. Logischerweise. Und dann ein USB-C-Kabel an meinen Computer und dann ich das ganze Audiogedönse halt digital abmische. Dann habe ich wieder 2, ja, mindestens 2 Dinger hier weniger auf dem Tisch. Ja, das hört sich doch vielversprechend an. Ist halt dann auch wieder etwa 300 Schweizer Franken, aber naja, man kann es für Dümmeres ausgeben. Das ist so, absolut. Und es ist immer so, man kann Man kann immer ja eine verdummen. Grafikkarte für fast 6000 € kaufen. Was, 6000? Ja, nicht stimmt, ja. Prozessor. Ja, Prozessor. Aber das ist nur ein Epic-Prozessor, gut, ne? Was heißt das? Ja, Threadripper sind dann nochmal schlimmer. Echt? Also die haben die gleichen Kerne, glaube ich, sobald ich mitbekommen habe. Relativ gesehen. Oder sind Epic für Servers. Ich glaube, Epic sind für Serverprozessoren, also für Server ausgelegt. Und Threadripper eher für Enthusiasten im Gaming-Bereich. So ist es, glaube ich. Aber man kann es ja quer durcheinander verwenden, spielt eigentlich keine Rolle, von dem her. Okay, ja, da kenne ich mich zu wenig aus. Ich bin nur erschrocken ab dem Preis, deshalb habe ich dir das geschickt. Ach, die 6000, ja. Ich habe gedacht, holy fuck. Und so ironisch halt, ja, du hast ja schon so viel Geld für deinen PC ausgegeben, komm, gönn dir. Das so. Schön wäre es. Nee. Ich habe mir geschworen, ich gebe maximal die Hälfte aus. Exklusiv Grafikkarte, muss man sagen. Also. Von dem her kann sich der Preis immer noch steigern. Ja, ich habe jetzt auch ein E-Mail von Digitech bekommen, ne? Ich soll das Ding jetzt bezahlen, die Grafikkarte bezahlen, wenn ich die noch möchte. Ja, logisch möchte ich die noch. Aber schon bitter. Ich könnte jetzt einen Gaming-PC kaufen mit einer RTX 360 und ich würde den innerhalb von 2-3 Tagen haben. Gut, eine 360, ne? Ja, aber die ist ja nicht so groß unterschiedlich zu dem, was du jetzt. Was ich jetzt habe, ja. Mit 1080 Ti. Also in dem her doch vielleicht sogar ein bisschen besser. Aber mit einer 3080 wird sie nicht, also logischerweise weniger, ne? Okay. Uiui. Hier laufen alles Gräulinge rum. Ach ja. Aber weißt du, wenn du in Zukunft so gesehen die Spiele über Stadia oder irgendeinen Streamingdienst laufen lässt, dann reicht auch eine 3060er, also dem her. Ja, mir geht's halt mehr darum, dass ich jetzt
schon gewisse Open-World-Spiele wie jetzt Valheim oder so in der Richtung, die halt neuer sind und einen anderen Grafikstil verfolgen, dass ich die halt zocken kann. Ja. Die Frage ist eher, ob du Full HD oder 4K zocken möchtest. Das wäre die Frage. Ja, schon 4K zum Streamen und so. Weil das ist ja noch das nächste Ding. Weil wenn du Full HD möchtest, dann reichen 3060er locker. Und in 4K eher nicht. Also das ist ja der große Spalt, ne? Das große Ding halt, ne? Okay. Da Ja, würde ich eher es sollte reichen zum Streamen und so zum Videoschneiden. Ja, ich habe schon vielleicht ein bisschen hohe Anforderungen. Ja. Bei mir ist ja nicht übertrieben. Oh mein Gott. Naja. Ist Aber besser man machen lernt können. dazu. Ja, leider. Also ja, wirklich, das ist... Das ist eigentlich so, ne? Das ist irgendwo Der durch auch... ewige Prozess des Lernens. aber irgendwo durch ist es ja auch, sag ich mal, oh, scheiße, ne? Im Nachhinein bist du immer schlauer, logischerweise. Absolut. Irgendwo durch, naja, 5000 für einen Rechner ist nicht wenig. Nee, aber du hast wenigstens Kann noch gesteigert werden. Dein PC langweilt sich wenigstens schon. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Also Es gibt andere Leute, die geben so viel Geld aus und haben trotzdem immer noch nichts vom PC. Wie jetzt das denn? Ja, durch das, dass sie halt komplett falsche Komponenten miteinander kaufen. Gut, du musst ja halt, also ich sag's mal so, wie ich das immer mache. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Verteufelt mich, wenn es nicht ist. Keine Ahnung, egal. Spielt jetzt keine Rolle. Ich schaue immer, was für einen Prozessor möchte ich haben. Also, ich sag schon immer, ne? Was für einen Prozessor möchte ich gerne haben. Gut, das ist mal die Basis. Möchte ich, sage ich mal, 8 Kerne, 16 oder doch eher 24 oder noch mehr? Gucke ich mal an, ja, was bist du bereit dafür zu bezahlen? In meinem Fall hätte ich eher ein halbes oder das Jahr gewartet, und ein halbes Jahr besser gesagt. Dann wären jetzt AMD 5er, also die 5. Generation, und mittlerweile sind sie, glaube ich, schon an der nächsten Generation dran, munkelt man. Und da gibt es Prozessoren, die haben in der Basis, also es ist nicht die High-End-Variante, also nicht die Threadripper wie ich habe, sondern AMD irgendwas pipapo. Die haben, oder sollten, glaube ich, auch bis zu 16 Kerne oder so haben. Boah. Oder sogar 24. Und ich denke mir einfach, ich hatte früher einen 4-Kerner und ich habe drauf aufgenommen. Warum sollte das jetzt nicht mehr funktionieren? Logisch. Aber ich bin ja so doof gewesen jetzt in meinem aktuellen Computer. Ja, 24 Kerne, das ist... Aber das braucht man nicht, wirklich. Hab dazu gelernt. Ja, was ich 8 krass Kerne. finde, ist ja, wir kennen ja noch die Zeit, wo dann der Intel Core Duo Prozessor Ach, rausgekommen ja, ist. ja. Das war die Werbung war der letzte Schrei früher. So, was heißt Ach früher? ja, Das ist, wunderschöne Zeiten. das ist doch nicht mal so allzu lange her. Und mittlerweile Ja. kannst du auf einen Dual-Core-Prozessor gar nichts mehr laufen lassen. Nee, ich glaube nicht mal Windows läuft drauf. Also Windows 10. Oder Windows 7 auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt ging. Ich dachte, Windows Vista sicher und Windows XP. Ja, die logischerweise, ja, ja. Aber wer will schon Windows Vista und XP? XP ist gut. Aber Vista, das ist wieder Kacke. Wie war das Windows? Dann kam Windows Vista, das ist wieder ein Quatsch. Und dann kam wieder Windows 7, das war gut. Windows 8 war wieder scheiße. Windows 10 war wieder okay, war wieder top, also jetzt. Und ich frage mich, wie Windows 11 wird Ende des Jahres, oder nächstes Jahr besser gesagt. Oder nicht eher nächstes Jahr. Dann Ob das musst wieder du- scheiße wird? Dann musst du bei Apple vorbeischauen, die können dir das sagen, wie das ist. Bei Apple? Warum bei Apple? Ja, wegen dem Gag da in der Mitte, die Icons, wie bei Apple. Ach so, ich finde das
rein theoretisch gesehen bei meinem Monitor echt gut. Ich muss sagen, bei meinem Monitor-Setup, das ein Monitor 32:9 Verhältnis hat, echt gut. Weil ich muss jetzt immer komplett nach links schauen und den Kopf verdrehen. Doof gesagt. Ja, Oh, klar. Scheiße. Was Was ist denn denn? hier los? Party oder was? Warum? Etwa 5 Gräulinge. Grauzwerge hier. Ich sehe Haben die nur ein meinen Karren Haus. kaputt gemacht? Hm? Ah, du bist da beim Kupfer. Ne, die haben meinen Karren nicht kaputt gemacht. Der war dann daneben. Die haben einfach weggetreten, weggestoßen. Die Mistkerle. Treten einfach deinen Karren weg. Oh. Nein! Scheiß Berserker, ey. Und das Wildschwein rennt hier im Kreis herum. Speziell. Okay, der ist noch da? Okay, gut. Und Oh mein Gott, anscheinend oh kann mein ich Gott, oh im mein Gott. Dunkeln, bin ich nicht so ganz fähig, ein Haus zu bauen. Ach, was ist man schon im Dunkeln fähig? Ich glaube nichts. Niemand ist im Dunkeln zu was fähig. Auch Katzen. Ja. Eine Miezetatze. Bist du eine Katze? Nee. Eben. Die Haaren. Die haben mir zu viele Haare, die sie verlieren. Oh mein Gott. So, haben wir das? Verstehst du, was ich mein? Katzen oder was? Ja. Jo. Kommt ihr da hin? Mal kurz. Wir haben hier. Ich baue mal eine runde Fackel. So, danke sehr. Nein, ich kann keine Fackel und Ding gleichzeitig benutzen. Also scheiße. Das ist aber kacke hier. Ich kann Fackeln und eine Spitzhacke nicht gleichzeitig verwenden. Doofe Frage. Eine Kupferspitzhacke. Wie viel kostet das Ding überhaupt? Boah, das weiß ich nicht mehr. Da müsste ich nachschauen. Zu viel, ne? Nee, das wäre das nächste, was wir machen werden, weil wir für die nächste Ressource brauchen wir eine Kupfer Spitzhacke. Was ist das denn? Wieder ein Berserker oder was? Ja klar, wieder ein Berserker. Oh. So, wie sieht dann denn aus? So. Perfekt. Oh mein Gott. Perfekt. Komm ran, du Ein-Stern-Zwerg. Perfekt scheiße sieht unser Haus aus. Irgendwie Beeren oder so wären nicht ganz schlecht. Ich habe letztens bei einem Streamer zugeschaut, der hat Grounded gespielt. Weiß nicht, ob dir Grounded was sagt. Wirklich, ne? Da bist du so ein kleines Miniatur. Du wirst auf eine Insektengröße geschrumpft und musst dann bei den Insekten überleben. So. Like Lukas, der Ameisenschreck. Ja. Und der hat Katzen zu Hause und der hat eine Base gebaut, die wie ein Kratzbaum aussieht. So. Dass es überhaupt solche Spiele gibt. Dem ist das aber erst nach circa 60 Spielstunden aufgefallen, Was, dass man... dass er ein Haus gebaut hat wie ein Kratzbaum. So. Aber warum nicht? Ist sie auch noch Kupfer? Nee, oder? So, Mir ist kalt. Klar ist mir kalt. Wie viele Minuten wollen wir eigentlich machen? So meine Frage. 20. Jo. So knackig. Denn die sind jetzt dann eigentlich gleich um. Kollegen, bitte sehr, haut mal rein in die Flosse hier. Oh ja, dann bedanken wir uns schon mal für diese Folge. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Krautzwerg-Schamane, Stufe 1, also mit Herz 1.
Ja, genau, wenn es wieder heißt, Grauzwerg-Schamane. Stufe 1. Das hört sich so richtig geil an. Naja. Der Grauzwerg hier macht ganz komische Geräusche. Bin zu doof, um zu zielen, ne? Er haut. Ne, der zieht. Das Arsch heilt sich. Okay, Jetzt. wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Tschüssi.